Nächster Titel am Anfang. So, good morning. Ich sie geschäft mutig für Sonntagsschule. Wir hatten Freitag so uwes hier ein Programm. Und mir fällt sich so, ihr wisst noch nicht, es wird hier Wasser. Aber einmal, wenn ein Teil hier nicht wäre, dann früh hat Cäsar, als hij will an sich Schweig nach einer Botschaft hängen lassen. Und ich habe mir dann nu reingemerkt, zur Sonntagsschule, mit ein paar Dinge, was Cäsar mir sagt. Wir hatten so eine Spazier und ich vertraue, dass wenn das was mit Schränken auf uns stehen, dass das dann aber rechte stehen nicht. Wenn das meint, dann wir sollen einige Dinge ändern. So, der fängt an, zu mir zu sagen, es steht. Evangelium wiedergeben, dass lecken sich ein Bett so von einem Noviazgo und einem Matrimonio etwas switchen. So, dann sagt er, wenn ein Jung wird an dem Jahr ranjaf, der wird alles tun, was er kann, zum Charakter tun, was dem Jahr glaubt, was wichtig ist. So ist zum Beispiel, ein Jung wird von dem Jahr Zweig wechseln, ein Jung wird von dem Jahr Vortachlo und Schau vor, ein Jung wird all diese Dinge tun. So, das wichtigste Ding ist dort, wenn du nicht befriedigt bist, dann wirst du den Partner seine allerwichtigsten Dinge als wichtig haben. Und nu heute noch niemals so etwas gedacht. So, als ich kann noch nicht speziell pendientes sein, was ich alles halten gelassen bin, ich nicht verläuft hat. Aber ich glaube dort. Ich glaube ganz unbedingt, dort fern befrieren, sind ein Teil Dinge weg, ja, wie ein Mann, als die nu her sind, dort sind mit Schuld. Und dann ging der wieder und dann sagte, wenn man erst befriedigt ist, dann wird einer auf einmal einem seine Früh welche Dinge nicht ganz so wichtig haben. Wenn einer vorher sich heute gescheit angestrengt, zum Beispiel Familie kennenzulernen, Freunde kennenzulernen, dann will man sich befrieden, dann wird einer sagen, na, deine Freunde sind nicht so eine Fan, sagt doch. Oder deine Schwag ist nicht so interessant, sagt doch. Oder all diese Dinge. So dann sagt er dort ab und dann sagt er, wenn ein Mensch nie beziert ist, dann hast du von der Tür aus ein großes Verlangen, andere Menschen Charakterradung zu bringen, was er selbst groß erlebt hat. Aber dann fängt er nicht an, in eine gemütliche Stadt, und dann auf einmal dann fängt dort an, gemütlich zu werden. Und dann ging er an und dann sagt er, der größte Abraub, was er fehlt als Christ, als Menschen trägt, um Noviazgo zu kriegen. Wo das wichtig ist, dass wir Frieden finden mit Gott und nicht bloß dort, wo uns das so wichtig ist, dass wir die Menschen um uns begeistern von dessen Glauben. So endet, weil ich dann nu eine kleine Geschichte vertelle oder eine kurze Geschichte vertelle und dann werden wir die Bibel studieren. So, und 1788, das sind von ungefähr 240 Jahren zurück, wird ein Mann geboren, der heißt Adoniram Judson oder Hudson. Der Mann, der war ab aus einem sehr kluger Jung, aber der war scheinbar tauklug. Wenn der Stunde, weil ich tau dort an Gott jäuf, aber der war erst wie so klug, dass er nicht eine Relation mit Gott hat. Gott ist dort im Himmel, wir sind hier auf Erden, ich will mich all weiten. Dann auf einmal starb sein bester Freund. Und dann, und dort er dort so will, dann kommt diese Frau an seinen Kopf. Was passiert nun dort? Was passiert mit Menschen, wenn sie sterben? Diese Frau lässt ihn nicht mehr tag. Und wenn er klug und weitbegierig ist, fängt er an zu studieren, alles, was er kann. Das Studieren, das bringt ihn bei eine sehr interessante Bekehrung. Der fängt Jesus, der fängt Gnade, Sinnenvergebung und ewiges Leben. An dem, dass er sich bekehrt und ewiges Leben fängt, dann fällt er eine sehr ernste Beraubung nach Asien zu fahren. Das dort an der anderen Seite Land, an der anderen Seite Welt. Und nicht bloß nur ersten Land, der fängt ein Raub, dort der soll nur Birmania vor. Das ist von der nach Myanmar. Ich weiß, das ist ein sehr unbekanntes Land für uns.
Das Jung, der packt seine Sachen und der kriegt auf dem Schappen ab. Und während er auf dem Schappen ist, dann studiert er noch einmal die Bibel. Hängen wir jetzt auf der Schappen, fängt er an, die Taufe zu fangen im Neuen Testament. Und dann wird er sich einig, dass Heimat noch einmal gedeutet wird. So, all diese interessante Dinge passieren in Adoniram, die Jagd nur das unbekannte Land, wo keine Christen sind. Und willst du ankämpfen, dann ist es aber noch viel anders, als das ich habe festgestellt. Die Menschen, die sprechen, ist meist allmählich zu lernen, der Eten ist allmählich zu eten, und der Glauben an Buddha oder den Buddhismus ist so arg, dort uns allmählich von Jesus zu reden. Das Mann jaft nicht ab und der bleibt durch, Jahr nur Jahr. Der predigt jeder Tag. Der lehrt jedem, wem der kann, aber die Menschen geben keine Antwort zu das Evangelium. In dieser Zeit wurde in sein Glauben wirklich auf die Probe gestellt. Und die haben diese verschiedensten Kämpfen mit Gesundheit, mit Mutlosigkeit und mit Menschen, die am jeden an sind wegen seinem Glauben. Das erste Ding, was dem Bifall zu tun ist, die Bibel zu übersetzen. Also wenn so wenig Menschen nur seine Botschaft horchen, und wenn so wenig Menschen überhaupt nur am horchen, dann setzt er viel Zeit auf dem Marktplatz in der ersten Ark, in der Lied der Sprüche, und dadurch fängt er an, die Bibel zu übersetzen. Die Bibel übersetzen ist erstmal sein höchstes Ziel. Wenn der sieht an, dass wenn sein Leben nicht wat lang genug sind, um dort sein Menschen sich zu bekehren, dann wird er wenigstens die Bibel übersetzen, dass wenn Menschen am Hänger rankommen, dann haben die wenigstens die Bibel in ihrer Sprache. Und dort ist ein großer Drief an ihm, dort er mutig bleibt, wenn er die Menschen beobachtet, dann wird er mutlos, so dann muss er sich konzentrieren auf die Bibel übersetzen, damit er weiß, was er ist. Nun eine lange Zeit, dann kommt du endlich mal ein Mann nur an und der bekehrt sich. Der fängt Jesus und Gott schenkt den Glauben. Das war ein so schöner Moment, nicht bloß, wenn endlich hat sich mal wer bekehrt, aber dort wir die Bestätigung, dort Adoniram wir nicht verdammt hat, du hast getragen. Dort hat sich gelohnt, wenn eine Säule. Diese Missionsarbeit, die fängt dann an zu wachsen, aber dort gibt Schwierigkeiten mit der Regierung. Das Mann wird festgenommen, im Gefängnis gestoppt, und sehr schlimme Lehre. Also das festgekehrt, kriegt werden verkehlt und die kriegt sehr wenig zu essen. In dieser Zeit, seine Früh, kämpft alles, was er kann, um sein, dass er kann alles was tun, aber nicht mit dem Gefängnis rückkriegen, aber dort ist nicht so einfach. Willst das Mann dann endlich im Gefängnis rückkämpfen, dann starb seine Früh. Und dann sein Hart bleibt zwei und er verzweifelt. Diese Weide merken an eine Zeit angehen, wo so große Traurigkeit und Einsamkeit sein Leben übernimmt. Da hat sich die Frau gefragt, wieso hat Gott mich hier in der Markt von Noah nicht angeholt und wieso passieren diese Dinge. Manchmal alles wären zwei Dinge, die beständig bleiben. Eins, Bibel übersetzen und zwei, Gebet. Nie nicht abhört mit Beten. Mit der Zeit wird das Mann mutig genug, dass er frisch abstünde und anfängt zu predigen. Und die Leute sterben. Warum muss das flottig sein? Willst du frisch Mut zum Predigen, dann fängt die Kirche an zu wachsen. Menschen kommen zum Glauben. Und sehr viele Menschen kommen los von Aufjährerei
Hexerei und all diese Schwierigkeiten. Am Ende von seinem Leben, als der schon mal bekannt gewesen als ein großer Missionar, schon mal hat erst eine Post von denen geschrieben und schon mal hat erst eine große Propaganda gemerkt von, du, was die Bibel über sagt, nun eine Sprache, wo noch schon mal wer was über sagt hat. Keine Missionsorganisation nimmt den an als Port von der Mission. Der hat sein ganzes Leben lang Rips allein Evangelium gepredigt. Die Bibel, was der gesagt hat, der wird von der ersten Tag gebraucht, vollständig, und das ist die einzige Bibel, die in dieser Sprache gesagt worden ist. In Myanmar wird von der ersten Tag noch ein schrecklich tones Land ist, das Evangelium erstmal der ein Mann seine Berufung, das Evangelium gekommen, von der ersten Tag sind durch Schwachen, wo das Evangelium predigen, kriegen und aus Verfolgung noch einmal du ist. Und in 240 Jahren ist die Verfolgung niemals abgehört in das Land, aber von der. Das ist illegal, eine Bibel zu haben, das ist jenem Gesetz zu haben, und die Christenheit wusst. Wenn ein Mann sich hat entschlossen, dass Gott sein Wort wichtig. Ich sie ganz unbedingt begeistert von, dass wir Menschen lebendig waren am Evangelium. Und daher diese Botschaft. So, Cäsar sagt zu mir, wenn ich will erst was hängen von ihm, dann soll ich mit Matthäus Kapitel 20 studieren und das ist, was wir wollen tun. Matthäus 20, und wir wollen nur von Vers 1 wieder anfangen. Da habe ich diese interessante Geschichte und ich selbst studiert. Ich habe hier noch wenig Mal so nur die evangelistische Seite nur noch gecheckt als Cäsar dort. Aber wir wollen uns durch die Länge Vers für Vers ein klein bisschen bechecken. Wir wollen anfangen mit Lesen, Vers 1 und 2. Matthäus 20, Vers 1 und 2. Du sagst, das ist das. Met dat Himmelrijk is dat zo als met een Ehenemer, der tidigste morgens ging arbeiter meiden en zijn wijngaarden te arbeiten. Als hij zich met een einig wordt aan een volle Dauerslohn te tun, schickt hij aan en zijn wijngaarden. So, wir fangen an mit dem Himmelrijk. Okay, wir fangen an mit Himmelrijk. Himmelrijk ist dort Port von Matthäus Evangelium, wo wir als Christen von der ersten Tag nicht ganz empfunden haben. So ist das ganze Matthäus Evangelium, wenn ihr lesen, wird so viel vom Himmelrijk geredet. Nun haben wir hier Himmelrijk. En resultaat, oder dat komt dan zo uit dat het Himmelrijk veel arbeiden. En vielleicht hat jemand das mir, ich habe eigentlich noch niemals der Weg noch nicht gecheckt. Aber am Himmelrijk, nur Jesus seine eine wird viel nur arbeiden. Das meint dann so viel, das hat nicht bloß zu tun mit Port sein vom Himmelrijk, dat heeft dan nu te doen met een arbeider zijn am Himmelrijk. Dat ga je verstaan. Wat betekent een arbeider? Ungeduld zijn, wat nog? De schaffen Lohn, okay? Goed, een arbeider zal unbedingt zijn Lohn krijgen, wat nog? De debtors, wat? Dat is fijn. Dat is niet zo nou wat niks te doen heeft. Dat is eerst wel weer schaffen dat. Ik vraag me dat arbeider goed schwer goed is voor ons te verstaan. Want we denken aan arbeider, doen, schaffen en loon, dat is alles zo wat we goed verstaan kunnen. Dan meint dan zoveel dat Himmelrijk is niet bloos voor ons, dat je gedei van, ik wil me bekeren, dan wil ik niet naar de hel, ik wil naar de hemel. Dan hast du noch erst was du waschen.
und dort hier zu beschreiben als ein Arbeiter, wenn Jesus selbst beschreibt wird als Arbeiter. Wenn wir wieder lesen, dann habe ich noch mehr an diese Forschen. Was hast du noch als bloß eine Arbeit? Okay, eine Art. Aber das Wort, was du gebraucht hast, als ein Weingarten. Du hast eine Arbeit steht. Ja? So, der Himmelreich hat nicht bloß Arbeiter, der Himmelreich hat noch alles, wo diese Arbeiter schaffen. Dort wir mich ganz nie abfällig an der Grenze. Was kommt dort wie Gott kann lehrt, aus ein Einnehmer von einem Weingarten. So, ich lese hier noch einmal, Vers 1 und 2, dort sagt er, mit dem Himmelreich ist das so, mit einem Einnehmer, der tätig morgens Arbeiter meiden, an sein Weingarten zu arbeiten. Als Heisig mit einem Einigwort an ein volle Dauerslohn zu tun, schickt er an sein Weingarten. Zu Weingarten. Also, wer eint, der steht, wo er geschaffen soll werden. Gott selbst. Also, wir schaffen nicht ab uns Weingarten. Wir schaffen an Gott sein Weingarten. Und dort soll uns unbedingt die Mentalität gewasset verändern. Also, der Ungläubige und der Gläubige, die sind alle Part von Gott sein Weingarten. Nu, wir müssen aufpassen, dass wir uns so nicht vermischen, aber das ist einmal, was diese Geschichte uns so weit lehrt. Der Weingarten ist dann unbedingt Gott sein Arbeitsplatz für uns. In dem Neuen Testament finden wir dann nu dort, wir haben eine Art, was du viel zu bringen. Wir wollen uns die Versen lesen, Matthäus 9, Vers 37 und 38. Du finden wir dort, dass wir nicht das erste Mal, was Gott redet von einem Weingarten, oder Jesus redet von einem Art oder von Arbeiter. Matthäus 9, Vers 37 und 38 sagt, check, der Ernte ist groß, aber so wenig Arbeiter. Bet, dort Gott, der Einnehmer von dieser Ernte, was Arbeiter schafft. Oh, okay, so dann haft das nu Arbeiter im Weingarten, hängt da nu noch taub an, du fehlt eine Ernte anzubringen. Der Arbeit ist nicht erst eine Arbeit. Der Arbeit, so ist aktiv verstanden, ist unbedingt Ernten, Cosecha. Das meint dort säen und dort regnen und dort wassen, das soll alles vorbei. Wir sind nu bei der Zeit von Ernten anbringen. An Matthäus 20. Würde ich unbedingt dann von dort losfahren, dort Gott hat einen Weingarten und der Wein drüben fehlen zu placken. In dem fehlen Plackers. Dann ist hier aber noch ein Ding an diese ersten 2 Versen, was wir noch nicht von geredet haben. Du sind Arbeiter, wo du sagen, Ernten anbringen, und was mit diesen Arbeiter dann noch? Erst wer redet auch von Hendrik gesagt. Diese Arbeiter schaffen für einen Lohn. Also, wer immer an diesem Weingarten anfängt, Ernte abzuriemen, der dort nicht verdammt hat. Am Sinn von bloß umsonst schaffen. Die Arbeiter werden sich mit Gott einig, dort du ein Toldach sein. Erst wenn dann wird der Dach zu eng sein,
En dan zegt dat du waren de un denario kriegen und dat wir een gerechte Jahreslohn für einen Tag schaffen. Wenn wir in diesen Text wiedergehen, dann lesen wir am verstreuten Feuer, so steht. In ons Klaknien Rütjeng sah hij noch andere auf dem Marktplatz stehen, die nichts zu tun hatten. Hij sagte an, gut je ook an meinen Weingarten arbeiten und ich will ihnen geben, was recht ist in sie jing. Okay, so nu fehlt uns hier eine Klockhandemul. Die fangen an mit, die sind jetzt ab. Und die sind jetzt erst von der Winge. Die erste Arbeiter, die fangen hier an. Warum sei nicht Klock 7 zum Morgens? Nu lesen wir im Vers 3 und 4, dort hier ist noch eine Gruppe, was du nicht schaffen wird. Wo interessant ist dort der Text uns lest von Menschen, die nichts zu tun haben. Dort meint dann, dort alles, was nicht im Himmelreich passiert, dort halt nicht. Kann ich das so sagen? Dort, wo der Text uns sagt. Da, wenn du nicht in den Himmelreich schaffst, dann darfst du nichts. Und nichts ist nur wenig. Mich beeindruckt dort, wo Jesus das Gleichnis verteilt und er sagt ganz gleich, der nicht in den Himmelreich schafft, der hat nichts. Und du hast eine Anladung zum Schaffen kommen. Geht all die Wurm kommen. So, wir morgen du aber noch ein so besonderes Ding. Wenn wir Vers 3 in Feuer lesen, dann merken wir dort die Arbeiter, die du rumstehen, die siegen gleich noch Arbeit. Die Arbeit am Himmelreich ist nicht deine Gedei. Nicht deine. Uns riecht dort nicht so weit. Die Anladung im Himmelreich zu schaffen, ist Gott seine Anladung. Nicht meine, nicht deine. Die Arbeit an dem Weingarten ist ein Verreich, wenn das Gott seine Anladung an uns. Du hast nichts zu tun mit unserer Idee oder uns Anfang. Du hast alles zu tun mit das Gott jede Länge goes und der lud an. Gott ist der, wer du anlud und Gott ist der, wer du schenkt. So, wenn wir uns das nur bildlich feststellen, wenn wir können alle unsere Plätze hier im Pottes, wir können alle die Meschkiten beim in der Range, wo ein Stein umgestellt der Stein ist, all meid von der Bogen sein. Das Bild, was ich kriege, ist, Jesus jetzt durch das Leben und dann setzt er das durch und dann sagt er, was los? Ich kann Arbeit. Was will ich interessiert? Oh, sieh, was tut's? Ich will dich erreicht holen. Dort ist mein Gott, du fehlst so an eidig Wien drüben zu planen. Wenn wir wieder lesen, an Vers 5, bei Vers 7, dann weit wir dort jetzt wieder mit der Frau. Also, in ons heute Mittag, Rütjeng, in Klock 3 Uhr Mittag war, mögt hij dort geruht so. Also, wenn die Sonne hier ist und hier, sucede exactamente lo mismo. Diese Menschen, die tun nichts, die kriegen eine Anladung und dann sind sie weg. Bei Klock 5, ich lese im Vers 6, bei Klock 5 ging er noch einmal und fängt nach Amazon, die sich rumstünden. Und er sagt an, warum stehst du hier dann den Tag über und tun nichts? Sie sagen an, weil es uns China gemeint hat. Er sagt an, dann gut ihr auch an meinen Weingarten schaffen. Das ist eine interessante Lehre an das. Aber wenn wir uns mal auf die Zeit ein klein bisschen anschauen, ganz unbedingt sind wir da nicht genug, damit wir wollen sagen, dass wenn das alles taub 500 Häuser wäre,
dann wo wir dort fein andeilen, dann wo wir diese 500 geben, dann 400, dann 300, dann 200, und dann würden hier vielleicht noch so eine Sachen für 100, und dann die, was hier anfangen, die kriegen dann bloß noch nichts. Oder 2 Wien drüber. Dort wird unsere Natur sein, dort wird ganz genau. Und wo sie auch dort weit ist, wenn wir schaffen mal bei der Kirche dort in Rheinland und wir gehen da ab und ich und Ricky und Kompanie wieder in Wuta angeht mit Zementmix und Steiner, du Andrea und all das. Und du wirst mit Jugendlichen, die können uns zurückhalten. Und dann, wenn die Farms einmal voll werden, dann nicht auch all fort. Und mein Vater hat einen Arbeiter. Und den zweiten Tag hat der Jugendliche da Fuß geholt. Dann wird er ganz fürchtig. Dann sagt er, wofür tust du das? Und dann sagt mein Vater, der kommt nicht hier umsonst dort. Ah, dann muss ich schaffen gehen. Hey. Das kann ich so gut sein. Dort, oh wow, die ging alle schaffen. Und als Jesus die Geschichte vertelt, dann berät er mit der alle einen gerechten Preis. Du sind Christen, die das ganze Leben durchstehen. Und du sind Einzige, die fangen an, wenn die mal 40 oder 50 oder 60 sind. Aber im Himmelreich schaffen, ist immer noch eine Anladung. Wenn man du noch nicht schaffst, dann meinst du das nicht. Und das ist eine Wahrheit, was mich sogar sehr andreht. Wie viele Dinge da wir dann, wenn wir nicht im Himmelreich schaffen? Hast du alles was? Willst der Arbeitstag durch ist, dann sehen wir in Matthäus 20, Vers 8, bis 10. Und dann lesen wir durch das. Als dort erst Abend wird, seht der Einnehmer von den Weingarten zu sein Hausfuhrer. Raubt der Arbeiter ein Tool an ihren Lohn. Fang dem Letzten an und so bat du bei dem Ersten bist. Dann kommen die Klock 5 gemacht werden und kriegen jeder einen vollen Tag Jahreslohn. Aber als dort bei der Ersten kam, dachten die, sie würden mehr kriegen, aber sie kriegen auch jeder einen vollen Jahreslohn. Das merkt uns menschliche Denken ganz zwei. Gerade wer du bist, wir würden immer sagen dort, du nur, was du schaffst, du noch hast du einen Lohn verdient. Und ich glaube, ab diese Erde und ja diese Sonne ist das reich. Und Arbeiter soll getut werden, nur noch aus was die geschafft haben. Ich finde, dass Jesus merkt hier ein sehr interessantes Bild von wo Genug schaffen wird. Genug ist ein Ding, was wir uns ganzes Leben lang wollen und schaffen zu verstehen. Und wir wollen das noch nicht vollkommen hinkriegen, wenn Genug das so groß, dass uns Menschen verstehen, ob wir es nicht anfühlen können. Sehr viel von uns haben Genug erlebt und Dinge, wo wir dachten, was allmählich wären zu vergeben. Wenn wir uns hier nennen, dann weiß wir ganz genau, dass das Lohn der ist nicht wegen was wir getan haben. Wir schaffen im Himmelreich nicht, um uns den Himmel zu verdienen. Wenn dann wir alle verloren. Jesus merkt hier sehr klar, dass das Himmelreich ist so ein Weingarten und du viel sehr neidig zu schaffen. Du viel Arbeiter. Das Interessante von das ist, du viel Arten zu bringen. Und wir können alle auslesen, als wir ein paar sind davon. Das Wichtigste, was ich von dir lernen ist, wir schaffen den Himmelreich nicht für den Lohn, so wie dort hier bei ihr uns feststellt. Wir schaffen den Himmelreich, bloß wenn das Verreich Porte vom Himmelreich. Der Lohn
kriegen wir nicht, wenn wir uns dort verdient haben, dort Lohn kriegen wir, wenn der Eindäumer von Wingwarden haben entschlossen, uns dort zu geben. Ich wird leben für die, als nicht, wenn du die dort verdient hast. Ich wird leben für die, als wenn Jesus hat entschieden, die dort zu geben. Und das ist ab allemal leck. Wir fingen dort an Matthäus 20, Vers 11 und 12, sind so eine Menschen aus Ackendu, und die fangen an, sich darüber abzuregen. Dort sagt du, und als sie dort kriegen, grünsten sie über den Hausführer und sehen. Diese Letzte haben wir eine Stunde gearbeitet. Und du hast an uns gelegt gemerkt, die wir durch Deus hat, die losgedrückt haben. Wie viel Mal ist uns so passiert, dass wir begegnen ersten? Der glaubt unbedingt, dass der als ein Arbeiter wird von Tag 7 zum Morgen soll du hier was das. Und der behandelt uns, als wenn wir schon Tag saß gehen und du heimgekommen sind. Ich finde, dass das Vers 11 und 12 als ein so großer Denken haltbar und Demut. Ich und du, wir sind eigentlich viel wert. Du hast nicht ein Träumel mehr wert an meine Arbeit als an deine. Wir wissen nicht mal, wie zu brücken wir um schaffen, was Jesus uns anlädt, zu schaffen. Nur was wir schaffen wir nicht, um unseren Lohn zu verdienen und uns groß zu machen und uns wichtig voll. Wir schaffen für das gerechte Lohn, was Jesus uns versprochen hat. Ich glaube, uns fehlt auf ferner Denken zu halten, dort Jesus sagt, er wird gerecht Lohn uttut. Und dort merkt, dass wir alle aber gestellt stehen. Da meint dann so viel, dass wir wollen uns nicht vergleichen mit anderen Menschen und sagen, ich tue so viel und du das so wenig. Ich glaube, uns wird das demütig holen, im Sinne von, meine Arbeit ist nicht mehr wert als deine, so wir es morgen taub schaffen. Und wir wollen nicht mehr ein Gefall kriegen von eurer Gerechtigkeit, wenn wir wollten nicht sagen, dass Menschen ihre Anstrengung dient einmal nicht zur Gerechtigkeit. Da bet, was du in zum Himmelreich beitragen kann, als nichts im Vergleich mit der Gnade, was Jesus uns anbietet, im Himmelreich schaffen zu können. So dann würden wir uns unbedingt sagen, als Christ, wo wir nicht in der Wahrheit sein werden, als das schaffen können im Himmelreich. Jeder einer wird seine Arbeit tun, so ist Gott den Gnade schenkt zu tun. Wir wollen nicht aufganstig sein für die Gaben und für die Arbeit, die Gott an andere Menschen erteilt. Wir wollen dankbar sein für das Verreich, was wir haben, im Himmelreich zu schaffen. Und wir wollen nicht mit Menschen meten, wer das Tollste oder wer das Wenigste im Himmelreich getan hat. Wir wollen dankbar sein, dass wir einen Lohn kriegen, aus Gnade. Diese Geschichte, die ist aber noch nicht durch zu eng. Wir lesen da wieder von Vers 13 bis Vers 15, wo das sagt, so steht. Heu aber seht zu einen von an, mein Freund, ich tue die kein Arach. Wurdest du die nicht einig mit mir, für einen Dauerslohn den Tag zu arbeiten? Nimm, was die gehört und go. Ich war der Letzte, so viel geben als die. Darf ich mit dort, was meint es, nicht tun, was ich will? Oder bist du aufganstig, weil ich so mildgierig sein? Tienes envidia, porque yo soy bueno. Die Liebe ist so einfach. Gott ist Herrscher über alles. Gott kann entscheiden, was tut und was tun will und was tun wird. Gott ist gut, viel zu gut für uns Menschen. Und trotzdem will uns einen Lohn geben. Gott entscheidet.
und wir sind zufrieden damit. Wenn wir am Himmelreich schaffen, dann da wir nicht entscheiden, was der Resultat werden sein. Das ist nicht an uns zu bestimmen, was von unserer Arbeit kommt oder was nicht kommt. Wir meten uns deins am Himmelreich nicht nur, wie viel wir getan haben oder wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind durch uns. Gott ist der, wer die Frucht gibt. Wenn wir an Matthäus 20, Vers 16 dann den Schluss von Jesus lesen, zu dieser Geschichte, dann sei wie dort, sagt du, so waren die Letzte die Erste und die Erste die Letzte sind, weil es viele sind berufen, aber wenige sind ausgewählt. Für uns Prediger, was hier Freitag wird es so einfacher falsch. Viel einfacher, sagt du, ja, muss hat angekickt. Das sagt du, häufig schon dort ist das, und ich glaube unbedingt, dass wir zahlreich. Das sagt du, dort mit der Letzte, die Erste sein und die Erste, die Letzte. Dort soll uns bloß sein, dort, wenn wir in der Ewigkeit ankommen, dann stehen wir einmal alle besalgestaubt. Das ist interessant und unterschiedlich. Dort in der Ewigkeit, wo Zeit nicht was sein, du bleibst dich dort einmal gleich, wer das Erste und wer das Letzte. Aber du hast einen Punkt, wo du sagst, weil es viele sind berufen, aber wenige sind ausgewählt. Du, sie auch, meist einmal stärken geblieben. Wenn ich dort aber nu am Bild von Himmelreich bekijk, dann glaube ich, kann ich dort verstehen. Alle Menschen in dieser Saison, die tun nichts. Alle menschliche Anstrengung, alle menschliche Hang, diese Welt einen besseren Platz zu machen, an Gott seine Augen ist dort nichts. Da meint so viele von uns leben, dass das Leben ganz verdammt hat. Und da kann ich 3 Jahre noch dort. Wir noch bedient so viele, wir schmieren uns auch wahrscheinlich selbst an. Mit allerhand Dingen, was wir tun, im Namen von Akwahl, als was ist. Dann wollen wir aber auch, dort alle Mann als angeladen, am Himmelreich mitzuschaffen. Diese Anladung in Matthäus 20, Vers 16 sagt, Gott merkt auf, am Himmelreich, an dem Weingarten, du hast Raum für so viel Arbeiter, als was du willig sind zu schaffen. Gott sein Weingarten ist groß genug, dass er schon zu viel Arbeiter hat. Da meint dann, dass wir alle hier sind. Wir haben eine persönliche Anladung, am Himmelreich zu schaffen. Da meint dann so viel, dass wir waren ab hier, gleichzeitig zu leben, und wir waren gezielt, das Leben, mit einer ganz bewussten Einstellung. Gott hat mich eingeladen, am Weingarten zu schaffen. Und das ist genug. Und alles, was ich an diesem Weingarten handkriege zu tun, das ist alles Gott seine Art, nicht meine. Ich sehe bloß nur Arbeiter. Und dann geht die Verse ein, aber wenige sind ausgewählt. Wie viele Menschen sind begeistert, am Himmelreich zu schaffen? Wie viele von uns sind brüder genug, um uns alle anstellen, sodass wir Menschen vom Glauben anreden? Uns menschliches Verstand passt an diese Geschichte überhaupt nicht nach. Aber wenn wir die anchecken mit Gott seine Gnade, mit Gott seine Gnade, dann wissen wir, dass das, was die Bibel uns lehrt. So, wenn wir die Taub fühlen, dann würden wir anfangen mit das.
tussen Wingwarden met naar Arndt. Gott sieht nur Arbeiter, wo du willig sind, zu schaffen. Punkt Nummer 1. Gott lud an, mitzumachen. Punkt Nummer 2. Jeder Christ ist eingeladen zu schaffen. Das hat nichts zu tun mit, wie jung oder wie alt du die bekehrt hast. Von der aus noch eine Anladung, am Wingwarden zu wohnen. Und wenn Gott die bejaht, das ist die Anladung. Du das nicht, komm, ich kann arbeiten. Gerade nun, als du 20, 30, 40 bist, du bist eingeladen, am Himmelreich zu schaffen. Punkt Nummer 3. Diese Arbeit ist nicht eine Arbeit aus Aufgaben oder Vergleich. Diese Arbeit ist nicht zum Utfingen, wer das tollste Predigen oder die meisten Menschen zum Glauben kriegt. Diese Arbeit ist treu sein an der Berufung, wo Gott die jaft. Wenn Gott anlud, dann jaft Gott auch die Arbeit. Am 4. Punkt würde ich sagen, dass die Frucht oder der Ernte das nicht dienen, das nicht meine. Gerade nun, was du das am Himmelreich, der Ernte, das Gott dienen. Wenn du 2 Jahre voll Wein drüben geplacken hast, dann nimmst du die nicht mit nach Hause, dann handigst du den ihn einmal an. Alles, was du und ich tun am Himmelreich, das Gott sie nicht dient, nicht mit. Wir machen nur sehen, dass unsere Anstellungen reich sind. Dass wir nicht wollen schaffen für einen Lohn, was wir glauben, was wir uns verdient haben. Also Punkt Nummer 5 würde ich sagen, wir schaffen für einen Lohn, ja, und gerechtet, aber das ist nicht bereit worden, wo das ist. Ich nenne das einfach ein Leben. Das meint dann, dass du und ich wollen demütig sein, wir wollen uns Hand geben und wir wollen nicht einräumen, tun, als ein Lohn für das Leben und für nu. Wir wollen zufrieden sein mit das Versprechen, dass Gott hat gesagt, ich will ihnen gerechten Lohn geben. Also, dann lass uns Matthäus 20 eine klare Lehre. Gott hat einen Wingwarden. Gott ist der, der du bestimmt, wo du Dinge getan werden, und der lud an. Gott ist der, der du belohnt wird, und dort Lohn wird gerecht sein. Wir können freiwillig seine Arbeiter sein, wir sind berufen, wir können geschickt werden, und wir werden unterholen werden von diesem Gott. Also, dann die Frau. Bist du im Weingarten oder sitzt du noch in einem Busch? Bist du all an der Arbeit gegangen oder fängt Jesus dich noch einmal beim Nüchtern? Das ist die Frau. Schaff ich, wann die Antwort ist, du schaffst soll im Weingarten, dann ist die Frau an die, schaffst du durch Dankbarkeit oder schaffst du durch Vergleich, Aufgaben, all diese menschliche Anstellung für ihr und Anerkennung? Wenn du durch Dankbarkeit schaffst, dann bist du noch eine Frau. Bist du willens? Bist du willens, dein Leben ganz zu leben? Ob das einzige Versprechen, dass Gott ein gerechter Lohn tut. Für die meisten von uns, und ich weiß, wo ein Mann denkt, wenn ich sehe einen Mann, für die meisten von uns ist das die schwanste Frau zu beantworten. Wir haben eine Familie, wir haben Kinder, wir haben ein ganzes Leben im Dreh. Wir sind verantwortlich für so viele Dinge. Und wenn uns dann die Frau gefragt wird, bist du bereit, im Himmelreich zu schaffen, mit dem einzigen Versprechen, dass Gott wird ihnen gerechten Lohn tun,
was u daar nog right te doen. Ik zelfs, ik had dus een prediker bewonderd. De schoof alles wat ik kon, met een welder, met derde vensteren, verduint u met zijn leven, en dat wat u eeuwig blijft van leven, dat verbruikt hij maar op de laatste cent, te mijn evangelium prediken. Ik had hem bewonderd. En deze boodschap, waar deze tekst met Cäsar tog te bekijken, valt me niet meer schwer, wenn we hem verbildlich allemaal. Ik weet dat we zijn in de tijd van Reitmerken van Evangelisation. Ik weet dat zo'n jongens als Hans en Abraham en weißt du nog, hoe is dat andere jong? Daar is goed. Doe een beetje. Ik weet dat die zijn al ganz am gaan. Je zat nog niet in een Bosch. Ik weet dat het een strijd meer alles. Daar hebben zich al zo aangesagt. Ik weet dat aber ook dat we hebben nog een mensen die door hem gaan im Himmelrijk. En ik wil niet damit sagen, dat je zeggen, alle met ons top nu Chihuahua voor me, nou wat ons dat een oud war met je. Aber wat ik wil zeggen is, laat die mal aanladen im Himmelrijk te schaffen. Laat die mal aanladen, aan te pakken, en dan maar wat. Dat leven is te kort, en de eeuwigheid is te lang, om dit leven gelijk altijd leven. Mag God ons leiden, en mag zien wel, daar ons gaan passieren, wel beten. Voor dem Himmel, Dankeschön für diesen schönen Morgen. Dankeschön, dass dein Wort so klar, so ernst zu uns redet, dass du siegst noch arbeiten. Wir wollen uns Brücken lassen. Wir beten, dass du uns Handgebung schenken, dass wir uns die Hand geben und dass du an dein Welt durch uns erreichen. Wir beten für all die, die all verfallen Arbeit sind, dass du uns helfen, dass wir dort nicht aufgehen, nicht in der Wahrheit, uns nicht beten, sondern dass wir einzig und allein in Wien schaffen, wenn die nicht nur uns du hast gegeben. Wir beten auch, dass wir zufrieden sind mit dem Lohn, was du für uns bereit hast, in gerechtes Lohn. Nur diene ihr, nur nicht nur unsere. Wir beten, dass du was manchmal Erweckung bringst, und dass wir uns handstellen, dein Evangelium. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.